Nummer 1. De Grundsatz wordt aan Schlangenbietsel sterven. Je reden als je hondet. En deze nächste programma wil we zijn wat God zijn woord ons vandaag uit het leven van anderen te leren heeft, wat al lang terug geleefd hebben. De Bibel zegt ons dat wat te de mensen im Oude Testament passiert, is voor ons een bijspel, dat we niet zo handelen als eentje van die deiden in ihren groten ongeloven. En vandaag wil ik over het thema reden, de Grundsatz wat aan Schlangenbietsel sterven. Wel wens eerst einmal den Hintergrund van deze Geschichte verleihen. Die Geschichte, wat ik met jullie betrachten mocht, passiert in de tijd van Moses. Dat volk Israël wie al 400 jaar in Egypten gewast. Van de tijd van Jozef tot nu waren de Israëlieten van zo bij 70 aangeheerden van Jacob to een zeer groot volk gewassen, aanschijnend zo bij 3 miljoen mensen. Na zoveel jaren waren ze dat leven in Egypten zeer gewand geworden en feilden zich door zich. Door hadden ze ihre eigene Hisa, goudet eten, wanneer ze ook als Skloven schwor arbeiten moesten. Nu hadden ze al een zemelje tijd in de Wüste gewanderd en leefden zoals Zionen en zelten, met keine uitzicht dat het boel wordt onderschworen. Moses wie er leider, wat van God beroepen wir, aan uit de Sklaverie in Egypten uit te vieren. Moses had het zeer schwor met deze mensen, wils was durch een zeer heite, onaantrekkende Wüste lag. Verken ging dat volk dat zeer slecht, en ze werden ongeduldig en dal. Immer war da gromzaugden zij, en einstjemal draaiden ze ganz jähen Moses, en wollen een eigenen weg terug naar Egypten gaan. Gott leidt durch Moses grote Wunder passieren. Eerstens denken we aan de tijd, als Gott zijn engel durch Egypten schicken deed, en jeder eerstgeborene kind starf. Bloos bij de Israëlieten starft geen kind, wils die hadden dat bloed van een lam aan het dergerecht gestrekt. We denken ook aan dat Rode Meer, wo Gott dat meer uit een ander delen deed, en leidt Israël durchgaan, aber de Egypter, de ganze armee, versaupt door als Gott het water terugkomen leidt. Gott gaf hen ook water in de Wüste, wo het zelfs geen water gaf. Eten gaf hij aan, wat jeder dag vom Himmel val. En dan beim Berg Sinai gaf hij aan de Tieren geboten. All diese Wunder passierten, als Moses leider wir. Sie waren sogar ganz bis an de Grenz von Kanaan gewast. Sie hadden ook Manna geschickt, sich dat Land pleitsch te beseinen, aber wils dat door starke Menschen en sogar Riesen gaf, wie an Angst. En dan dachten sie bloß daran, dat sie würden kämpfen motten, en nicht daran, dat Gott anhelpen würde. Hij had je dat versprochen. Hij had an gesagt, sie würden dit scheine Land von Milch en Honig kriegen. Da dachten sie aber gar nicht an, en lieber bloß an dort, wo an Angst für wir. Dann gaf dat een grote Abruhr en een Widerstand gegen Moses, so dat Gott angreipen moest. Sie wollen je Moses aussteinigen. En dan zegt Gott wat nu passieren soll. Van nu an wird dat volk motten in de Wüste rumtragen, wat al die gestorven wären, wat 20 jaar oud wären oder älter, weil sie keinen Glauben hadden en sich bloß immer jähen anstalten zu dort, wat Gott durch Moses doen will. Unseren Text fing wir in 4. Mose, Kapitel 21, Vers 4 bis 9. Wir lesen zum Anfang Vers 4 und 5. Dann trokken sie weg von den Berg Har op dem Weg zum Roten Meer, om ram dat Land Edom ram te gaan. Aber das Volk ward op dieser Reise sehr verdrisslich en mautlos. En dat Volk reed jeen Gott en jeen Moses en zeid, waarom ha je ons uit Egypten geführt, om hier in deze Wildnis te sterven? Hier jeft het geen brood oder water, en ons erkelt dit op schäselje eten. Wann wir so diese Vers betrachten, dann sei wie zum ersten die Untefriedenheit vom Volk. Dat Volk wir so unzufrieden, weil sie weiter durch die Wüste tragen mussten. Sie hadden gedacht, sie würden einen leichten Weg finden
in dat verheitene Land hinein te komen. Aber dat weer nicht so. Dat Land Eidem, dat zijn die Nachkommen van Esau, die leiten an nicht durch ihr Land durchtragen. En door werden befaul Moses, dat sie durch gewiste ram dit Land ramtragen sollen. Nu wir die Beschuldigung je in Moses, aber dat wir je alle nicht seine Schuld. Dat lag bloß an ihre Sünd en ihren Unglauben, dat sie nu in diese Lehre wären. Sie hadden al lang kunt in dat verheitene Land zijn, wann sie wären gehorsam gewast en Gott nur gefolgt wären. Hier habe ich ne Frage. Wo verken jij ons Menschen dat so, dat wir lieber andere beschuldigen en verantwortlich merken für unsere Sünden en unseren Unglauben? Nicht bloß deiden sie Moses beschuldigen, aber sie deiden auch ihren himmlischen Vater verachten. Sie nannten dort Eten, wat hij an jeder Dag gaf, abscheißeljet Eten. Sie kritisierten Gott sein großes Wunder, als hij an uit Ägypten rütvierd, en stalden dat so han, als wann dat alle ein großer Fehler gewast wär. Sie seide je, lot uns doch teruggaan naar Ägypten, en daar houd wie goudet eten. Wo verken do wie über Gott grunzen? O, wie doen dat nicht so openbaar, aber wann wir allerhand wären dat wader seien, so es einer verken hiert, dann grunz wie jeden Gott. Ha je mal so ne Uitdruck als dit gehiert? Dat is aber ein abscheißeliger Wind. Dat is aber ne furchtbare Herdpüten. Wanneer wordt des miserabele Reien mal abhieren, dat is je nu al veel te veel. Wat is bij dit grunzen dan so schlecht? Dat eerste is, dat we met ons grunzen ondankbaarheid uittrekken. We doen zo als wann we voor deze dingen, wat ons niet gefallen, nicht brocken dankbar zijn. Gott sagt aber in seinem Wort, wir sollen in jeder Lehr dankbar sein, wils dort Gott seinen Willen ist. Weil wir niemals glauben, dass wir Gott bloß für die Dinge in Dank schuldig sind, wat uns gefallen. En zweites ist, Grunzen und Untefriedenheit sind sehr eng verbunden. Wir sind manchmal unzufrieden, wenn Dinge nicht so uitdrehen oder uitkommen, als wir uns dort vorgestellt haben. Der nächste Schritt in eine rechte Richtung ist, wenn wir dann durch Gramsauen anfangen, unsere Unzufriedenheit auszudrücken. Drittens, uns Grunzen bewiest auch ein stolzes Hort. Wir reden so, als wenn wir dort nicht neidig haben, uns so wat gefallen zu lassen. Wir bewiesen mit uns die Gramsau, dass wir leben, wir hadden betret verdient. Diese Stoltheit ist für Gott ein besonderer Ekel. Drittens, mit uns grunzen, do wir Gott uitbeteren. Wir reden so, als wenn wir kleine Menschen dat können beter merken als Gott. Diese Art Red kommt eine Lästerung Gottes sehr dicht bei. Und viertens, grunzen ist so als eine ansteckende Krankheit. Wenn erst einer grunzt, dann grunzen bald auch eine ganze Reihe. Hat je dort mal bemerkt, dat in zo'n families, wo die Eltern verken untevreden zijn en even viele te grunzen hebben, dat die Kinder ook bald so eingestellt zijn? Diese abscheißliche Krankheit geht dann in diese selbe Familie wieder. Aber weil wir nicht denken, dat uns Gramsauen bloß eine Krankheit ist, wat wir nicht helfen können, dat es in erster Linie eine Sünd, wat wir dem Herrn bekennen müssen, en an seine Kraft de wahre stonen en abriemen. Door werden warn Paulus de Korinther mit diese Wied. Dout ook nicht herumgrunzen, so es onja Jane eingedeiden en vom Verdorven angebracht worden. All dit passierde on Jane en es daarom geschreven, dat wie, die in der laatste tijd leven, onze warnung daaraan zijn. 1. Korinther 10, vers 10 en 11. Wat meint Paulus dann mit dem Verdorven? Hij meint damit, dat Gott über die Kinder Israel wegen ihr Grunz seine Gerechte kommen leidt. Eint von diese Gerechte sei wir dann in unseren Text. Wat wir dann den Herrn seine Antwort ab ihr Grunzen? Wir lesen nu Vers 6 und 7. Dann schickt der Herr 4 Schlangenmank an, wat an Bieten deiden, en viele mank die Israeliten starven.
Doorween kommen sie dann Moses und sagen, wir haben gesündigt, wils wir jen den Herrn und jen die gegrunzt haben. Bet doch zum Herrn, dat hij die Schlangen wegnehmen wird. Dann bet Moses für das Volk. Ohne eine Warnung schickt Gott an jaftige Schlangen. Diese 4 jaftige Schlangen wären der rechte Antwort für die Israeliten ihre 4 jaftige Einstellung gegen Gott und gegen Moses. Und dort dreckten sie dann immer weiter an ihre 4 en jaftige Rede uit. Diese Antwort Gottes hat voorts eine sehr gute Wirkung. Wenn ein Mensch erst am Körper Gott sein Reden sperrt, dann kommt er bald auf andere Gedanken. Hier mussten erst Menschen sterben, wat das Volk reit wir, geben, dat sie gesündigt hadden. Nu prachten sie Moses, dat hij doch für anbeten soll, dat Gott die Schlange wird wegnehmen. Nu wären sie reit nur halb zufrieden von dem, den sich rots en Stoutsgeträg uitgemerkt en beschämt hadden. Hier ha ich war eine Frage. Waarom moet het eerst wij doen, eie wie reit zijn zum Herrn geben? Einmal moet Gott ganz streng mit uns reden, eie wie reit zijn onze Gesinnung zu ändern. Hiert sich dort nicht nur ans, wo verken da wie nicht auch Gramsauien. Aber wenn uns dort auf einmal dann schlecht geht, dann beten wir sehr leicht, dass Gott uns die Krankheit oder den Trouble soll wegnehmen. Wo deed Gott dann auf das Gebet antworten? Wir lesen nu Vers 8 und 9. Dann sagt der Herr zu Moses, merk deine 4 Schlangen en häng die op een Pol. Dann wird er zu Ram kommen, dat jeder einer wird erst gebeten worden, wann hij doorhaan checkt, dann wird er am Leben blieben. Dann mürk Moses uit Messing ne 4 Schlangen en mürk die boven am Pol vast. En dann kommt er zu Ram, dat wann irgendwer wir von einer Schlange gebeten worden, wann die dann nur die Messing Schlangen checkt, so bleibt hij am Leben. Hij je gemerkt, wo Moses daarop antwoordt? Hij wijst niet op aan met hem vinger en zegt, nu krieg je wat je verdiend han. Hij leidt aan niet am sterk, wann ze amok met ihre Rede hadden zij het toegesagt. Hij beet ganz einfach voor aan. Dit wiest ons waar wat voor een lijftolja en geduldja leider Moses gewaast is. Zij willen hebben dat Gott die Schlangen wird wegnehmen. Dat passiert aber nicht so. Hij leidt die Schlangen door, aber hij gaf an door jähen een middel. Is dat bij ons nicht ook werken so? Wir wollen han, Gott soll die Krankheit wegnehmen. Aber zij werken, dreht dat nicht so uit. Gott nimmt die Krankheit nicht weg. Aber wat Gott deed is, hij jaft ons een middel, zodat wir können in die Krankheit oder mit die Krankheit leben. Dat middel hier wie eine messingene Schlange, wat Moses anmerken soll, en hoog op een Pol anmerken soll, zodat hij leicht te zijn weer. Wie maar dono kicken deed, wanneer wir gebeten worden, die wordt dan nicht sterven moeten. Vielleicht kommt nu die Frage, wie du dann eine Kraft in diese messingene Schlange, wat du op een Pol hang? Nee, dat wir bloß in Weg, wo die gebetene Menschen bewiesen können, dat sie Gott sein Wort geleefden. Aber nu wären sie voll Unglaube gewast. Nu mussten sie ihren Glauben bewiesen, wann sie nicht sterben wollen. Und wo wir dort? Wann sie dort die Leiben deiden, wat Gott gesagt hat. Gott hat je gesagt, wann je gebeten sind, dann checkt no die Schlange, und da war je nicht sterben. Wer leben will, der muss leben, wat Gott gesagt hat. Wir sind aber als Menschen sehr unter das Bütterliche gebunden. Dat diet gar nicht viel Jahr, und dann hatten die Israeliten von dieser messingnen Schlange in Aufgott gemerkt. Lothar hatten sie ganz davon verjeten, dat Glauben angeholpen hat, indem sie dort deuten, wat Gott gesagt hat. Sie sollen not checken nur die Schlange, wann sie gebeten werden worden. Viele hunderte Jahre Lothar, in 2. Könige, Kapitel 18, Vers 4, lesen wir von den gläubigen König Hiskia. Hij proefde in seine Tijd dat Israelitische Volk
von ihrer Aufjetterie aufzubringen. Da sagt dort, und ich würde dann Hürdisch lesen, tat die Höhen ab und zerbrach die Säulen und hieb die Ascheren und zerstieß die eherne Schlange, welche Mose gemacht hatte, denn bis zu dieser Zeit hatten die Kinder Israel ihr geräuchert, und man hieß sie Nechustan. Daran sei wie, dort die messingene Schlange, wat Moses einmal ab dem Pol hat angemerkt, nu angebet wordt, en er steht Gott, der an von de Schlangenbietzel en de Wüste gerat hat. Wie stonden immer weiter an dezelfde gevoor. Wie merken Völken dort Aule, so ist die messingene Schlange toen auf Gott. Wie uns sind dort einstmal die Kleidermoden, wat zu eine Tiet Maud wären. Wie betrachten die dann meist ossen auf Gott und meinen diesen Helja als vandaagse Kleidung. Kriegt so jedert mit viele büterliche Sachen, die wir als Mennoniten zum Aufgott gemerkt haben. Gott will aber haben, dort wir ab dem Glauben bühen und nicht ab so ne büterliche Sachen, wat an sich keine Radung geben. Aber trägt nur unseren Text von Gott sein Mädel, wat hei an Dor an der Wüste gauf. Es dit nicht auch für uns in grauter Trost zu weiten, dort Gott unseren Unglauben, auch uns Grunzen, wellig es zu vergeben, wann wie wellig sein dort zu daunen, wat sagt. Wir sollen am Leben. Wir sollen leben, wat gesagt hat. Und besonders fingen wir dort an sein Wort, die Bibel. Die sagt aber, von der ist doch keine so eine Schlange, woran wir checken müssen, zu leben. Das ist aber nicht ganz so. Schlau mal Johannes Kapitel 3, 14 bis 15 ab. Da sagt Jesus zu Nicodemus diese wieder. Und kriegt so es Moses eine Wüste eine Schlange abhof, also mat die Menschen sehen auch abgehoben worden, so dat jeder einer, der an arm geleift, nicht verloren geht, aber das ewige Leben haft. Das Bild von Gott sein Mädel für die Sünd ist ein Beispiel für dort, wat von der für alle Sünden gilt. Jesus wird hoch ab dem Kreuz abgehoben, kriegt so die Schlange dann einmal. Wann wie wellig sein, am Glauben nur am zu kicken, und ab am zu vertrühen, dann bruck wie nicht ab ewig storben. Wir haben durch am das ewige Leben. Hast du all nur Jesus am Kreuz gekickt, am vollen Glauben, dat hij für die gestorben ist? Denk mal nach, wo einfach Gott hat gemerkt hat. Alles, wat wir tun müssen, ist ab Jesus vertrühen. Wir kicken am Glauben ab am. Zum Schluss möchte ich noch das sagen. Diese Geschichte ist für uns alle, weil's die von Sinn redet, aber auch von Vergebung. Wir haben alle gesündigt, wir brauchen auch alle Vergebung. Wer von uns hat nicht gesündigt? Wer von uns hat nicht einmal an Glauben geeift? Wer von uns hat nicht einmal gegrunzt und gegramsaucht? Diese Geschichte lehrt uns, dass Gott nicht immer den Trouble wegnimmt, aber dass uns in Mädel schickt, womit wir an den Trouble bestohnen können. Was ist deine Sünde, womit du getroubled bist? Gott will dir helfen, wenn du auch mit Grunzen und Gramsauien geplagt bist. Für die ist das nicht ne messingsche Schlange ab dem Pol, aber das ist Jesus ab dem Kreuz, wat jeder Sünde betolt hat. Wir müssen die Vergebung aber am Glauben annehmen. Hast du das all getan? Wel wir nu tot beten. Lieber Herr, wir beten, dass du ganz besonders Menschen raupen mocht, uit ihr Grunzen, uit ihr Gramsauien, uit ihre Untevredenheit, und mocht schenken, dass sie würden offene Ohren haben zu sein, was du am Kreuz für uns getan hast, und endlich darüber dankbar worden. Amen. Wenn ihr noch Fragen habt, über dort, was ihr auf das Programm gehört habt, meine Telefonnummer ist 204 346 0523. Ich wünsche you allen eine gute Week. Op maandag hier.